Folge 2, Einmarsch in Kolonie 9. Und willkommen zurück zur mittlerweile zweiten Folge von Xenoblade Chronicles. Oh, jetzt bin ich schon richtig heiß drauf. Und jetzt muss ich noch ein paar kleine Dinge erklären. Zum einen mal habt ihr mir den guten Ratschlag gegeben, zum einen mal wegen der Sprache und so, aber auch, dass er anstatt des Classic Controllers soll die Wii-Fernbedienung inklusive Nunchuck nutzen. Das mache ich jetzt gerade und wir sind so bereits beim neuen Gegner. Kampf beginnen, natürlich. Okay, ist irgendwie ziemlich stark das Vieh war. Ne, ziemlich schwach. Kleines Anziehen. Okay, was mache ich? Danke von hinten. Oh, der hat reingehauen. Ich habe keine Ahnung, was du quatscht, aber hört einfach mal zu. Komm schon! Bam! Was? Geblockt? Ich will verarschen, oder? Der andere Ball keine Power mehr, ist auch nicht gut. Oh, Levelanstieg. Ja, es ging so ein bisschen schneller als erwartet. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen heilen und so, aber irgendwie, naja. So, was haben wir hier? Schönes, steifes Haar. Was? Alles nehmen, okay. Ja, was ich noch erwähnen sollte, wie gesagt, ich zocke jetzt hier mit... Schon der Gegner da vorne. Ich zocke jetzt hier mit Nunchuck und nicht Classic Controller, sondern wie Fernbedienung, was also irgendwie besser sein soll und so. Dann habe ich mir jetzt ein bisschen hier umgesehen. Was wir ja auch noch machen können, ist zum Beispiel mal die Zeit einstellen. Jetzt. Das. Hä? Hier gibt es ein richtiges Tag- und Nachtsystem? Hey, ist der cool. Okay, wir momentan etwa. Sag mal 22 Uhr. Das ist etwa die Zeit, wo ich gerade aufnehme. Das passt schon. Oh, ja, es ist ziemlich dunkel. Ne, geht eigentlich noch, wa? Ich zocke jetzt hier gerade auf dem Fernsehen. Ich schaue jetzt gerade auf dem Bildschirm wegen der Aufnahme. Ja, das müsste eigentlich relativ gut erkennen können. Alles klar, können wir so belassen. Wegen der Sprache noch. Also, haben wir uns Folgendes überlegt. Also das hier. Sammel-Items. In Kollektion kannst du deine Sammel-Items registrieren. Ja gut, ich möchte eigentlich gerne... Alles nach und nach. Gut, kann man. Ja, muss man mit der Steuerung noch ein bisschen anfreuen, aber das kommt schon noch. Was ich jetzt endlich mal sagen wollte. Wegen der Sprache. Das ist noch eine Option, oder? Genau. Also, ihr habt mir geschrieben, also viele haben geschrieben, dass Englisch nicht so der Hit ist. Andere haben gesagt, dass Japanisch der größte Schrott ist und so weiter und so fort. Ich werde jetzt für diese eine Folge, wirklich nur für Folge 2, werde ich jetzt mal die Sprache auf Japanisch stellen und dann warte ich eure Kommentare ab. Und je nachdem, wie ihr das findet, werde ich es wieder zurück auf Englisch stellen oder bei Japanisch belassen. Das könnt ihr dann frei entscheiden. So, ich glaube, das habe ich jetzt alles. Gut, dann gehen wir auch schon weiter. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu erwähnen. Doch wegen der Grafik, also Grafik in der Qualität allgemein meiner Videos noch. Und zwar bin ich gerade dabei, auch wegen meiner... was ist jetzt los? Handlungsnotiz. Monster sind abgewehrt, aber bald muss Reigns in dies bei der Truppe antreten. Auf nach Kolonie 9 zu beiden Leben. Hä? Ich habe gerade Z gedrückt und da kam Handlungsnotiz. Wollte eigentlich. Ich dachte irgendwie mit Z wäre Gegner anvisieren, nicht? Hä? Hat das irgendwie. Ah, jetzt geht's. Ziel erfassen. Das wird gerade seltsam. Okay, Kampf. Ja, wegen der Qualität noch. Ich bemühe mich ja immer meine Videos mit der größten Qualität, bzw. der besten Qualität. Ja, auszustatten. Auch mal erledigt. Oh, mein Kumpel. Ah ne, dem geht's relativ gut. Jedenfalls bin ich noch dabei, zu schauen, was jetzt am besten verlustfrei so ist, betreffend der Aufnahme ohne schwarzen Ränder. Ihr wisst es ja mit der Wii und so, vor allem jetzt hier über der TV-Card habe ich immer schwarze Ränder. Und gewöhnlicherweise ist die Auflösung 27 mal, immer starkes Haar, 27 mal 480p, was natürlich auch kein 16:9 ist, das heißt ich muss das nachträglich spreizen, sag ich dem jetzt mal, oder einfach in die Breite ziehen. Ist zwar kein Problem, aber natürlich wird er mit Verlust behaftet und so. Und ich versuche das Ganze immer zu fixen und ja, nur falls mal ein Part ein bisschen oder eine Folge etwas neben gehen soll in der Qualität. Bitte schreibt es mir, wenn ihr das Gefühl habt, die Qualität ist mies oder sie ist gut und so, dann kann ich das je nachdem beheben oder ja, und auch einfach so belassen. So, also wirklich mal zurück zum Spiel hier! Xenoblade Chronicles, was mich ein bisschen stört im Kampfsystem ist, dass er selbstständig angreift. Das hätte ich nicht unbedingt gerne. Heilung, achso, funktioniert automatisch. Okay, was kann ich noch sonst? Hallo, Kampf würde ich gerne. Nein, ich wollte doch Kampf! Na, toll, jetzt habe ich. Und das war's. Ja, also man versteht wirklich kaum was, das gebe ich euch. Stimme ich euch gerne zu. Wieso kriege ich immer steifes Haar? Was soll ich damit? Steifes Haar. Der Kampf? Meine Fresse.
Wird wirklich überall gefightet. Was? Da vorne ist der erst, okay. Wow, was war denn das für ein Angriff? Der greift selbstständig an. Ich kann natürlich jedes Mal die Manöver selbst bestimmen. Irgendwie da, was gibt's noch? Angriff von hinten, Zusatzschaden und so, aber ich muss ja meinen Kumpel für mich gewinnen lassen. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich sollte ja die Angriffe auf ihn ja, richten lassen. Beziehungsweise meine Gegner auf ihn locken, weil es da halt ein bisschen mehr Schaden. Ja, dankeschön. Schaden vor allem für die Gegner gibt, weil ich dann von hinten angreifen kann. Ich mache teile mehr Schaden aus und er ist mehr der Tanker, sagen wir mal so. Mehr der Panzer. Oje, oje, was habe ich hier wieder? Kartoffel. Was? Ah, Kaltoffel, nicht Kartoffel, meine Fresse. So, Ziel, hat sie irgendwo was? Da steht überall Ziel, auf was es gar keinen Gegner hat. Und sehe ich auch die Meta-Anzeige, oder ist das die... Meine Fresse, sind wir noch eine Weile unterwegs, ja? Ja, sind wir noch eine Weile unterwegs. Ja, sieht auf was, noch sehe bloß nichts. Ah, da vorne. Kleines Handsit auf Level 1. Sehe ich jetzt fängs erst, ist das super. Ja, ein kleines Radfratz auf Level 1. Sind zwei sogar. Hier kommt einfach Ratzfratz, wenn schon Wieso. Und ein bisschen mehr Ähnlichkeit damit. Von hinten! Hat voll reingehauen. Geht gar nicht. Egal, Level Anstieg schon wieder? Das geht ja schnell. Okay, kabelmäßig sind wir gut unterwegs. Ich halte mich etwas zurück, ganz normal, und schon ist der Gegner erledigt. Ja, warte, ne? Schreit doch noch lauter rum, Menschenskind. Steifes Haar. Lass mich raten, steifes Haar. Oh nein, nicht nur. Kleiner Hasid-Kristall, 9er Schuhe. Schuhe? Kann ich die vielleicht auch ausrüsten? Wie sieht's aus? Items. Itembox, will schmieden. Mal kurz Cookie machen. Ja, ich weiß, die einen von euch denken jetzt vermutlich, hey Mann, mach doch mal ein bisschen hin und so und marschiert einfach durch. Aber für mich ist der blind und deshalb würde ich gerne da ein bisschen... Oh, Füße, ja, da ist was Neues. Und deshalb würde ich gerne das ein oder andere einfach mitnehmen, sofern ich es dann halt gerade sehe. Nonnerschuhe, Konisse angesagt, okay, was habe ich momentan? Physische Abwehr 6, Ätherabwehr, was ist ein Äther? Ist das irgendwie Spezialattacken oder so? Ja, nehme ich mal die. Was wegwerfen, müssen wir verarschen? Will die ausrüsten? Hallo? Okay, hier geht's nicht. Gruppe, vielleicht hier. Dann können die auch den Charakter wechseln, das wäre krass. Nö, aber ich kann die Items austauschen. Ich meine, was Socken kann ich die... Sag mal, sind wir hier bei Diablo 3 oder was ist los? Ich kann die Socken. Kolonie-Schuhe gegen... Fällt mir jetzt erst auf. Also irgendwie das Itemsystem hier erinnert mich aber stark an Minecraft. Aber auch ein bisschen an Pokémon. Ich glaube, generell an Rollenspiele war. Gut, neue Schuhe, wir sind bereit. Kartoffel, nein, Hasendiode, Mann! Da vorne ein neuer Gegner! Bekämpfe ich ihn, ich kann auch einfach durchmarschieren. Nee. Fight! Oh, ich hab da was Neues. Angriff an der Seite senkt physische Abwehr. Kann ich aber noch nicht machen. Jetzt kann ich's. Na toll, wohl daneben. Von hinten, den hat's gebracht und tschüss. Yatane! Ja, ich gebe zu, also die japanische Synchro ist momentan auch nicht gerade mein bester Freund, aber vielleicht wird sie noch was. So, wir sind bald da. Seht ihr schon die Stadt da vorne? Und ich dachte schon, wir werden es in dieser Folge nie mehr finden, aber wir hatten Glück. Jetzt sind noch ein paar Ziele. Kleines... Oh! Oh, Level 4. Packen wir das? Offenbar nicht. Kolonie 9. Cool. Sate to. 俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。
お前は兵器開発局の研究棟か？使わないパーツ売ってからね。分かった。じゃあまた後でな。Ja, aktive Gruppe, gut. Das stimmt soweit. Händler willkommen, ihr könnt Waren kaufen, verkaufen. Das ist natürlich auch sehr schön. Mission annehmen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe auch schon in den Kommentaren danach gelesen, dass es wohl eines der längsten Spiele werden dürften. Vor allem eines der längsten Let's Plays. Also, es gab schon Leute, die haben gesagt, unter 200 Folgen bin ich hier wohl nicht fertig, wenn ich es wirklich alles komplett machen will. Ich bin gespannt. Ziel erfassen, als ob es hier Gegner gäbe in der Stadt. Ich könnte wieder rausgehen und so und auf Federvieh Level 4 erledigen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, japanische Synchro, generell bin ich ja ein Fan davon, aber hier momentan, naja. Ich werde mich wohl noch daran gewöhnen müssen, natürlich vorausgesetzt, wir behalten die Synchro. Oder schaltet auf Englisch um, was mir eigentlich momentan lieber wäre, aber ja. Da warte ich mal eure Kommentare ab, wenn ich hier... Nö. Ha! Ja. Ha! Dunbans Haus. Sag mal, gehört das ihm? Echt? Cool. Der Händler, was bist du für einer? Hey, Schurk! Was machst du denn noch um die Uhrzeit hier draußen? Na, gute Frage. Suchst du denn nach Schrott? Nö, ich habe mein Schrottschwert, habe ich vorhin gerade gesehen, das heißt wirklich so. Ja, was machst du um diese Uhrzeit hier draußen? Ich warte mal, bis der Let's Player, der mich hier gerade zockt, mal auf Tag umstellt. Auf das warte ich. Jemand, du. Um diese Uhrzeit kommen die ganzen wilden Monster raus. Ich habe gehört, manche davon tragen 10 Items bei sich. Seid jedenfalls vorsichtig, wenn ihr die Kolonie verlasst. Jo, werden wir. Ja, wie gesagt, es ist Nacht. Ich glaube nicht, dass es hier was zu kaufen gibt, oder? Die wären ja eigentlich schön blöd, wenn die uns nachts etwas verkaufen würden. Ah, der tatsächlich... Wie jetzt Tag? So schnell geht das? Sogar in der Stadt selber? Ich dachte, okay. Ein bisschen anders als in Zelda-Spielen, weil da geht es nur außerhalb der Stadt, der Städte. Ich will meinem Sohn eine Rüstung in seiner Größe anfertigen. Ich habe nun leider nicht genug kleine Schuppen. Können wir vielleicht helfen? Ausgerechnet ich. Der Bewohner möchte für seinen Sohn eine Rüstung anfertigen. Besorge ihm das fehlende Material. Sammle eine kleine Schuppe in der Region von Kolonie 9. Ja, eine fehlt ihm nur. Na gut. Ihr besorgt mir eine. Dankeschön. Kleine Schuppe kann man von Lachsmonstern erbeuten. Ich hoffe, wir machen nicht so viele Umstände. Momentan noch nicht. Lachsmonstern also. Feiner Lachs, das wäre jetzt was. Nee. Der Lachs, den ich meine, schreibt sich mit CH und den er meint, ist wohl der, was weiß Punkt Edellaterne, ist wohl der mit X. Die Nopon sehen niedlich aus, sind aber gewiefte Händler. Nopon? Und sie wandern bis an die ungünstigen Orte, nicht Opfer. Es gibt einen Ort auf Bionis, okay. Ja, ich sage jetzt schon mal voraus, das Spiel wird noch lange dauern. Aber ich freue mich schon darauf. Hallo? Ja, ich frage mich, ob ich hier nachts alleine rumlaufen kann. Das sind noch die ganzen Zittersträucher drum und ja, dann weiß er nie, vielleicht werde ich jetzt überfallen und vergewaltigt. Ja, das ist immer so eine Sache. Ja, recht hat sie. Hä? Was ist jetzt passiert? Bin ich aufgelevelt? Hey, ja, hör mal zu! Tag, Jungspunde, ich habe hier was Interessantes für euch. Ja, was darf erzähle ich? Worum es geht? Na, um den Äthofen hier neben mir. Wenn ein Lebewesen stirbt, erscheint ein Ätherkristall. Das wisst ihr doch sicher, oder? Jeder Partikel im Körper werden, wie war das? Ach egal, genug Theorie. Wenn etwas stirbt, kommt ein Ätherkristall heraus, so einfach. Dieser Ofen kommt mit Äther und entfernt Verunreinigungen und so entstehen Ätherjuwelen. Ja, der Juwelenonkel hat recht, ich kapiere gerade nicht, dass er unglaublich toll daran sein soll. Gebt euch das, dieser Ofen schmiedet automatisch Juwelen. Ja, schön und danke, dass die Juwelen verkaufen hat. Wie sieht's aus? Nee, zack, lose kann ich auch socken lassen. Aber auch nur Waffen und Rüstung mit Socken. Ich hab's geahnt, hey. Es ist wie bei Diablo. Oder noch anderen Spielen. Ja, was? So, Max Cup. Hat sie im Besitz oder darf die auf mitnehmen?
Sockel. Ja gut, aber fragen wir, ob das bei unserem Schrottschwert überhaupt noch von Bedeutung ist. Ups. Ja, ich sehe so eine Nasenspitze an. Ihr seid der Faszination der Juwelen endlich erlegen. Jetzt wollt ihr euch mal selbst noch Schmieden versuchen? Tja, Pech, nein wirklich, ich bin genauso enttäuscht wie ihr. Was? Der Dorf ist kaputt, der funktioniert gerade nicht. Oh nee. Wie bitte? Oh, steht das gar nicht mit? Nicht wirklich. Naja, kommt auch später nochmal vorbei. Ja, gut, soviel dazu. Alter, das ist Stadt riesig, hey. Ich frage mich ehrlich, wie groß ist die Welt eigentlich? Was ist denn das? Lasttieraumer? Tag auch. Kann ich noch bekämpfen? Nö. Was bist denn du für einer? Was? Ein Bewohner? Liebe Amas bringen wir mich rein ins Wohnviertel. Hehe. Arbeiten hart und klagen nie. Lieb. Ja, und außerdem sind sie Geister. Ach du Scheiße. Was bin ich hier bloß für ein Spiel geraten? Hallo, Bewohnerin. Wieso man Flederzähne finden kann? Meine Großmutter braucht 2 Stück, sagt sie. Angeblich braucht sie welche zum Sticken. Was? Zum Sticken. Helfen mir zu besorgen? Nicht schon wieder, oder? Ja, gut. 1000 Dank. Viel Glück bei der Suche und pass bitte gut auf euch auch. Ja, und woher weiß ich jetzt? Ach du Scheiße. Woher weiß ich jetzt, wie ich die bekomme? Mission. Hä? Mission 2, Mission 3, wo ist Mission 1? Ach egal, sammle 2 Flederzähne in der Region von Kolonie 9. Wo bekomme ich die? Irgendwie vom Fledermäus-Dingens bumsen, oder? Naja, mal gucken. Was sind das für Maschinen hier? Oh, Moment mal, das sollte eigentlich zum Marktplatz, wa? Was mache ich hier eigentlich? Kann ich hier hoch? Hä? Ich bin ein riesiger Fan von Rain, er ist der heißeste Kerl überhaupt. Achso. Ja, der auf Schulk. Keine Ahnung wieso, aber jetzt doch ein ständiges Wegen. Hä? Ja, ich bin Schulk. Frechheit, so etwas. Tja. Was Trophäe, dein erster Freund? Hey, wieso kann ich nicht hoch? Scheiße. Ja, vielleicht kommt er später noch. Coole Musik übrigens. Fasziniert mich, ja, immer wieder. So, jetzt aber zurück zum Marktplatz. Ich habe jetzt genug umgesehen, mal für die nächsten 5 bis 10 Minuten, nicht wahr? Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ach du Scheiße, ich muss langsam die Folge wieder beenden. Da wohl nicht wahr sein, wie schnell das immer geht. Und immer bei diesen Rollenspielen, hey, meine Fresse. Hey, Schuld, na wie geht's, Alter? Ja, in meiner verbergen sich unglaublich viele Maschinen. Maschinen, die unsere Kunstvorstellungen übertreffen. Und was erzählt ich gerade dir das? Ich würde gerne verkaufen. Hallo. Ja. Was haben wir eigentlich für eine Zeit? Kann ich das gerade so sehen? Müsste irgendwie 7 Uhr morgens sein, kann das sein? Ups. Das war die falsche Taste. Sorry. Oh, sehr ein bisschen mehr. Da es angefangen war. Yep. Hä? Nee, oder? Das war so Kolonie 9 hier drüben, oder? Hä? Ich gerade ein bisschen... Nee, Moment mal. Ja, da war ich vorhin, genau. Mechon-Schrottplatz, das stimmt. Dann kann ich etwa ja auch hier hinporten, oder wie? Ah, das geht ja sogar auch. Not bad. Okay, Dummmannshaus, Geschäftsviertel. Ja, da muss ich hin. Gut. Beziehungsweise, da bin ich bereits. Ich wollte ja etwas anderes schauen. Verflixt, so war es das schon wieder. Ah, hier, Zeit. Was haben wir jetzt für eine Zeit? Oh, 7 Uhr morgens, hatte ich doch recht. Coole Uhr, muss ich schon mal sagen. Wir sind unsichtbar. Tarnrüstung aktiviert. Ups, kann ich nicht mehr. Das war clever, Alter. Buenos Dienst, er beschließt, Schuldenvorschlag vorzugehen. Wir befinden sich im Truppenviertel von Kolonie 9. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt mal rauskomme. Ja, habe ich mit reingekommen, komme ich wieder raus. Die Handlungsnotiz ist ja schön. Nein, das war doch gerade nicht. Das wollte ich gerade nicht. Was zum Schrottschwert? Ja, ich weiß, ich habe Schrott dabei, ist mir schon klar. Materialien, steifes Haar, ja, gut. Vielleicht kann ich damit aus einem Schrottschwert noch etwas machen. So, jetzt kann ich springen. Hallo? Ich kann nicht mehr raus. Im Krieg wurden doch alle bis Feind zerstört. Ja, schön. Ah, jetzt, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste das Spiel neu starten.
Meine Fresse, das ist etwas gewährt. Ja, Spiel starten, das ist eine gute Idee, von wegen Speichern und so, wa? Ah, endlich hier im Händler, das soll ich noch machen. Und das mache ich noch in dieser Folge. Puh. So, dann zeig mal her. Ja, schön. Kaufen habe ich gesagt, ja. Kann ich hier gerade... Materialien würde ich gerne behalten. Juwelen. Kann ich alle socken, wa? Alter noch zu gebrauchen. Ich glaube, das sollte ich lieber behalten, wa? Also frischen Sie den. Verkauft die mal. Auch wenn es vermutlich nicht gerade viel bringt, aber ich traue mich momentan noch nicht mehr zu verkaufen, ganz ehrlich. Kristalle, Monsterbeute oder Kristall brauche ich vermutlich noch. Juwelen auch. Herstellen aus dem Kristall kann ich ja was machen, genau. Daraus gibt es Juwelen. Oder? So ungefähr war es doch. So ungefähr. Materialien behalte ich lieber noch. Nur für den Fall der Fälle. Kaufen! Was hast du mir denn Schönes anzubieten? Irgendwie ein tolles Schwert oder so? Was... ja, Mann. Leicht zu führen und beliebt. Wie jetzt? Kann ich nicht kaufen oder wie? Acryl, was? Acrylramme, Eisenpicke, Rostwächer, Defensivmesser, leerer Sockel. Das ist definitiv besser als meins, oder? Oder? Ich weiß nicht. Physische Abwehr. Also Abwehr, ja, ich brauche Angriff vor allem. Eisenpicke. Ihr hohes Gewicht ist der Trumpf. Hohes Gewicht nicht unbedingt mein Fan. Fan, ja, nicht unbedingt mein Ding. Hat starke defensive Fähigkeiten, ist allerdings etwas rostig. Auch nicht unbedingt, bin ich der Defensivtypi. Einfache Meisterskolonie 9, die breiten Klingen halten viel aus. Angriff 20 bis 24, alter Scheiße. Physische Abwehr auch noch 10. Blockgrade 5 ist aber auch umso teurer, dafür habe ich hier Eisenpiker, habe ich 8 bis 25 plus 5 kritische Rate. Bin ich noch vollkommen blind, also sprich noch unerfahren und so. Ich hab doch keinen Schimmer, was jetzt gut ist und was nicht. Ja, was soll's. Moment mal, Mace kann das überhaupt kaufen schon und benutzen? Geht das? Na, mal gucken. Nein, ich bin noch nicht fertig. Was zum Anziehen wäre noch schön. Na, wie sieht's? Ja, da auch. Shorts. Was? Kampf Legends? Ja, nee, ist klar. Ja, schön. Dass ich gerade meine Stufe hochgehen würde. Mit 9er Shorts sogar sehr hoch. Sehr angesagt, 840 ist auch alles so teuer. 9er Ärmel. Ja, die kaufe ich mal für 260. Kann man nicht viel sagen, wie sieht es hier aus? 9er Top. Oh, das ist auch scheiße teuer. Kampfrüstung, aber wie gesagt, viel zu teuer. 9er Kappe, Kampfschmuck. Ich glaube momentan bleiben wir noch beim Alten, oder? Ja, will ich auch sagen. Komm mal wieder, Mann. Komm bald wieder. So. Mal kurz hier ausrüsten. Klappt das noch so, wie ich es gerne hätte? Ja, kein Problem. Schrottschwert wird gegen... Jetzt sag bloß, ich kann das nicht ausrüsten. Hä? Wieso geht das nicht? Mach ich hier irgendwie ein spezielles... Hä? Okay, Freunde, wenn ihr da eine Ahnung habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wieso ich jetzt diese Waffe nicht ausrüsten kann. Ich klicke drauf, ich mache hier plus Details, aber... Nee, funktioniert irgendwie nicht. Hä? Wieso denn nicht? Was mache ich denn jetzt hier falsch? Brauche ich eine Stufe, die ich noch nicht habe oder so? Dann müsste doch die stehen. Hier, seht ihr, steht keine Stufe, nix. Das ist einfach nicht die Waffe für mich und ich kann nur bestimmte Waffen gebrauchen. Das heißt, ich habe hier viel Geld für nichts und wieder nichts ausgegeben. Natürlich hier überall auch, oder? Na doch, Arme kann ich nehmen. Gut, nehme ich halt die. Sind nicht gerade viel Neues. Oh, Moment mal, 9er Ärmel, ja. Ärmel. Ja, ein bisschen. Füße habe ich ja auch schon. Ja, ja gut.
So Leute, würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von der Synchro haltet, ob jetzt Japanisch gut so ist oder ob ihr lieber wieder Englisch habt. Und auch wegen den Waffen, da würde mich jetzt mal brennend interessieren. Ob ich diese Waffe jetzt nicht ausrüsten darf, weil ich nicht der Typ dafür bin, weil es gibt ja auch für Defensiv und so jetzt bestimmte Waffen. Habt ihr gerade gesehen. Oder aber brauche ich dafür noch eine bestimmte Stufe. Wie es weitergeht hier bei Xenoblade Chronicles in der nächsten Folge. Bis dann, ciao zusammen.